Dann suchen wir Tommy. Marlene meinte, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Hellsig. Zwerge. Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Verstehe. Da haben wir dann den Pille-Ersatz, das ist die etwas frischere Variante. Da gibt es Heilkräuter, die anscheinend auch so wirken wie die Pille. Und die werden dann einfach so mit eingepackt. Ja, genau. Bevor ich da nochmal den Dialog gestartet habe, beziehungsweise im letzten Teil habe ich leider zum Schluss nochmal so einen kleinen Dialog zwischen den zwei gestartet, der jetzt auf diesen Teil und auf den letzten Teil ein bisschen verzerrt war. Aber das soll uns ja jetzt nicht weiter stören, das ist ja nicht so tragisch. Die Sache ist jo, wie gesagt, dass der Joel die Ellie fortbringen mag. Und zwar zum Tommy, nachdem das Ganze nicht geklappt hat in Boston. Und jetzt sind wir hier noch Lincoln gegangen. Das ist die Stadt, in der der Bill lebt. Und bei dem hoffen sie sich Auto holen zu können, damit sie zum Tommy fahren könnten. Zum Bruder von Joel, der uns noch aus dem Tutorial, beziehungsweise aus dem Intro, nicht aus dem Tutorial, bekannt ist. Da sind wir durchgekommen. Und hier gibt es auch ein paar Sachen zu entdecken in Lincoln. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Und da greifen wir uns noch ein paar Gegenstände. Wieder ein paar Lumpe. Spielekonsole in der alten Kneipe. The Turning. Wow, sieh mal da. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Jo, der Joel ist zwar kein Gamer, aber davor, das muss den ja auch nicht interessieren. Das macht der ja auch im richtigen Leben, jemand den Bauch aufschlitzt und den Kopf abtreter. Von daher, wozu spielen, wenn man es die ganze Zeit im richtigen Leben hat? Da gucken wir uns mal ein bisschen den Hinterhof an von der Kneipe. Da blinkt uns doch schon mal aus dem Müllhaufe hier was an. Direkt neben dem Drehstuhl. Da waren nochmal ein paar Werkzeugteile gefunden. Die können wir super gebrauchen. Und da geht's auch nochmal hoch. Müssen wir natürlich auch hoch. Uns ziehen ja so optionale Gegenden magisch an. Jawohl, alles eingesackt. Geht's hier hin ein bisschen weiter. Jawohl, geht's. Kommen wir zum Parkplatz hier. Finde ich eigentlich ziemlich gemütlich, muss ich sagen. Altikarre steht noch. 4 Parkplätze sind vor der Kneipe frei. 5 sogar. Also 5 Parkplätze insgesamt, steht so auf Stege. Finde ich eigentlich gemütliche Kneipe. Ich glaube, da hat man es früher richtig gut gehen lassen. Da direkt noch ein Diner gegenüber. Optimal, scheint ein sehr gemütliches Städtchen zu sein. Da ist wieder ein Safe. Befehl zur Evakuierung. Evakuieren wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Das glaube ich da. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Und macht die Barrikade selber und alles. Die Da haben wir wieder was. Fireflies waren ja überall. Ja, Ja. überall. Sie Der wollten das Land wieder so Hui-Bang. hinkriegen, wie es war. Naja, mit einem Impfstoff geht es vielleicht. Vielleicht. Da sehen wir wieder die schöne improvisierte Bauzäune von Bill. Aber es scheint für mich ganz gut gesichert zu sein. Ich meine, wir haben da Stacheldraht, wir haben alle möglichen Möbel. Nochmal Gitterzäune. Ja, Ellie ist gut. Und dann haben wir nochmal mit Stacheldraht gesichert. Und da oben ist nochmal ein Ausguck Campingstuhl.
An sich eigentlich ziemlich gut. Haben wir die Nachricht an Bob. Die lesen wir. Und wie bei der U-Bahn-Station mit dem Klicker. Oh. Da ist eine dreistellige Zahlenkombi. Das kann man doch sicher gebrauchen. Und da kenne ich absolut keine Gnade. Natürlich benutze ich das Zeug. Aber bevor ich das mache... Ah ne, das ist schon nachgeladen. Super. Dann gehe ich nochmal zu einem Safe rüber. Und mach den mal auf und gucken, was Schönes drin ist. C-Pillar, 3 Gewehrmunition und 50 Werkzeugteile. Na, das ist doch richtig gut. Das lassen wir uns doch so schmecken, die Sache. Das ist einfach dieser Luxus vom leichten Modus. Anders kann man es nicht bezeichnen. Das ist richtiger Luxus. Wir werden hier mit Gegenständen verwöhnt und können immer all in gehen bei einer Schießerei oder sonst was. Alte Platte laden. Live-Concert. Wow. Sieh dir das an. Documentary. Sehr spannend bestimmt. Dann, was haben wir hier noch Schönes? Alkohol und Lumpe, die sind leider schon voll. Und Revolvermunition, das ist natürlich wieder super. Gucken wir mal, ob man den, ja, den haben wir vollgeladen. Aber ich habe gesehen, ja, der 9 mm ist nicht vollgeladen. Dann können wir wieder was basteln. Wunderbar. Dann machen wir da vielleicht mal so ein Mod. Ohne Messer machen wir nochmal. Dann nutzen wir das noch beim Medikit. Und dann können wir auch hier wieder die Lumpe-Eissammler. So einfach ist das. Alte Musiklade. Raum hinter mit der Hi-Hats sind es, glaube ich. Perimeternotiz. Ja, das ist wohl auch wieder ein Bilzer Handschrift. Da haben wir wieder 10 Werkzeugteile. Ich glaube mir, ich habe so das Gefühl, wir sammeln gerade alles ein, was der Bild sich so minutiös selber hier gerichtet hat, als Mann, das Notfall. ist echt traurig. Was denn? Was wünscht ein traurig Mädel? Dann sagen wir es halt nicht. Bleib halt geheimniskrämerisch. Dann gehen wir hier weiter. Zack. Oh Mann! Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Und wieder so eine Messertür. Okay. Oh, Später Mann. in der... Also wenn ich mal wirklich die schwerere Modi spiele sollte, da muss ich dann wirklich mit Messer haushalten, weil so viel Zeit finden wir da nicht. Da muss ich mich oft entscheiden dann, falls ich mal ein Messer über habe, welche Messertür wieder aufmachen, damit wir das Zeug holen können. Super. Da geht's weiter. Ist noch nichts. Da wäre wieder so ein Fall. Da kann man aber ganz einfach Draht, berühr durchgehen. nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Genau, du sagst's. Da gehen wir jetzt hier. Holen Wow. Pfeiler. Er kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Und das deutet doch schon mal drauf hier. Ja, okay, kein Durchgang oder kein Durchgänger, alles klar. Eindringlinge duldet er nicht so gern, sieht man ja auch an dem Zaun. Aber die Leder steht parat, die lädt uns doch richtig ein. Also gehen wir doch dort hier. Und hier wird jetzt eine Riesling-Flasche, haben wir nochmal einen Pfeil und da haben wir den Bogen. Mal an. Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Dann gucken wir mal, da was Sache ist. Du dürft jetzt rein, komm hoch. Okay. Ah, ne. Gut, da kommen wir jetzt nicht drüber. Das kennen wir aber immer noch leicht Regler. Und zwar haben wir hier so ein schickes Brettel. Und wenn wir uns das schnappen... Hier. Das hier können wir nehmen.
Dann packen wir es da hier. Können es aber abnehmen und dann haben wir wieder eine Brücke gebastelt. Und so geht man auch nochmal sicher, dass kein anderer hinterher rennen kann, weil die Distanz können wohl nur die wenigsten Leute springen. Gehen wir hier rüber. Hoppla, das war einmal falsch gedrückt. Da muss man wirklich warten, bis die Nachricht erscheint, dass man das machen kann. Genauso wie jetzt. Ansonsten legt das so, wie ich es gerade eben falsch gemacht habe, auf den Boden. Oh, Scheiße. Dann nutzen wir doch mal den Bogen, die Sache. Probieren wir das Baby mal aus. Genau. Und das ist ein bisschen anders. Das sehen wir, das wird jetzt mit Punkt gemacht. Und wir versuchen dem jetzt mal in den Kopf zu schießen. Treffer. Super. Oh, scheiße. Manche Pfeile, die kann man auch wieder einsammeln, aber der ist jetzt leider zerbrochen. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm sind, überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Das klingt auch schon mal richtig gut. Und das wollen wir den Kerl doch unbedingt kennenlernen. Aber vorher gehen wir da nochmal hier. Weil da geht es nämlich auch noch was Nettes. Du rappelst im Karton. Und wir hören Schritt hochrenner. Natürlich müssen wir da rein. Das ist doch logisch. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Ja, das finde ich auch immer gut, die Einstellung. Pioniergeist Joel. Und Oh, Mist! ja, 3 Schüsse hält er aus. Das ist heftig. Ich habe mich zu Tode erschreckt. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Das machen wir doch glatt. Nachricht an Rachel. Gucken wir uns auch mal gleich an. Das scheint wohl am Anfang von der Plage gewesen zu sein. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich finde es jedenfalls schön. Ja, wäre schön, aber die Welt ist leider nicht schön. Vor allem nicht die Welt, in der wir uns hier befinden. Aber sagen wir es mal schon, ja, hoffen wir mal, dass es so ist und dass der Kerl nicht der ist, der den Brief geschrieben hat, wobei es naheliegen wird. Aber noch 20 Jahre eher nicht so sehr. Gucken wir uns hier nochmal um. Kleider alle auf den Boden gefallen, nur noch als Lumpe verwendbar, die ich leider nicht einsammeln kann. Oder können wir was basteln? Natürlich können wir das. Ein Messer, super. Wunderbar. Und weiter geht's. Nachdem wir jetzt das Heisel Lass durchsucht uns haben. von hier verschwinden. Ja, Okay. machen wir doch. Batterie wieder gewechselt, damit die Taschenlampe wieder klar ist. Und dann geht's weiter. Gehen wir hier nochmal rein. Wieder keine Eindringlinge. Bill scheint wirklich sehr gern für sich zu wohnen. Scheiß! Ja, da kommen wir sonst nicht durch. Das Zeichen müssen wir einschmeißen. Weil da können wir nicht unten durchgraben, aber am besten will er nicht. Da sehen wir so, das können wir sogar so direkt anwählen. Und dann schmeißen wir das Zeichen. Zack. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man's auch machen. Ich kann nicht helfen, geht weg. Ah, nicht schlecht. Da haben wir wieder Revolvermunition. Wir werden auch sehr bald sehen, wofür wir das brauchen. Weil in manche Sequenzen verwendet Joel standardmäßig einfach nur den Zurück. Revolver. Und dann braucht man halt auch die Revolvermunition wirklich. Das wird dann aber vom Spiel vorgegeben, dass der Joel jetzt unbedingt in dem Moment ja, dass der jetzt seinen Revolver zückt. Ihr freut euch jetzt wahrscheinlich, warum ich da jetzt wieder in der Prärie rumlatsch. Ich wollte die Flascheis sammeln. Das war jetzt super clever gemacht. Sehr gut gemacht. Wollte ich mal die Flasche wieder. Das mal aber richtig. Geh fort, Clenny. Weil wir wollen hier keine Munition verschwenden. Ach, wenn es hier einfacher Modus ist und pipapo, aber das muss trotzdem nicht sein. Schmeiß mal das rein. Gut ist.
Seltsamerweise ist der Backstein unversehrt geblieben. Passt schon.